Guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe vom Panorama, moderiert aus Bern. Das erwartet euch in der heutigen Sendung. Wir besuchen einen wahren Verpackungsprofi, ein Interview mit Thunersee Tourismus zum Hotel Bellevue au Lac und wir treffen eine Maurerin, die auf OnlyFans ist. Karin Schweiger ist ein Profi, wenn es ums Verpacken von Geschenken geht. Sie schult und beratet Firmen so, dass die Augen von ihren Kunden nicht nur an Weihnachten leuchten. Der Patrick Schmid hat einen exklusiven Einblick bekommen. Gold ist immer wichtig, Beige ist immer wichtig, Grün und Rot sind so Weihnachtsfarben. Da stimmt man sich einfach mal ein. Und dann ist es sehr wichtig, dass man auf die Zeit achtet. Dass man sich möglichst Anfang Oktober schon einmal Material besorgt, dass man es hat, wenn man es braucht und dass die Freude richtig schön wachsen kann. Es ist nämlich ganz wichtig, dass jedes Paket in sich farbig sehr stimmig ist. Ich achte, welche Blumen hat man gern, welche Dekor sind schön, passt das zusammen, haben wir lieber mal natürliche Farben oder natürliches Papier, ein bisschen mehr Glanz. Das ist ja das Spannende, dass man den Fundus immer wieder aufstocken kann. Durch neue Farben, neue Qualitäten. Und das Schöne ist, dass man den Fundus mit dem, was neu ist oder mit einem neuen Dekor oder mit einem neuen attraktiven Bändli kombinieren kann. Das gibt eine gewisse Spannung. Ich habe das Vergnügen und ich nenne das Vergnügen, weil es macht so viel Freude. Ich darf das wissen, wie man denn ein Geschenk verpackt oder auch einen Geschenkskorb verpackt, darf ich vermitteln. Und zwar in renommierten Instituten wie zum Beispiel der Richemont Fachschule für Bäcker und Konfisseure oder beim Käsesommelier oder Switzerland Cheese Marketing. Oder es kommen auch Firmen direkt auf mich zu, Firmenkunden, die ich beraten darf. Gerade für Weihnachten zum Beispiel, wo das ein großes Thema ist. Oder in der Konfiseriebranche ist es auch zu Ostern ein großes Thema. Oder Muttertag. Oder vielleicht einfach, wenn man mal was Schönes schenken kann. Das Geheimnis, das große Geheimnis ist die Freude. Bekommen Sie gerne ein Geschenk? Ich ja. Machen Sie gerne ein Geschenk? Ja, ich auch. Ich weiß nicht, was schöner ist. Einpacken oder auspacken. Und es ist immer so eine Emotion, so ein Gefühl, es ist so eine Wertschätzung, wenn man verpackt. Die Freude, die Sie da reinstecken, die strahlt dann die Verpackung noch aus. Das Hotel Bellevue au Lac in Hilterfingen hat vor kurzem zutun. Doch aktuell arbeiten die neuen Besitzer schon hart dran an einer Neueröffnung. Der Pablo Sulzer hat mit dem Geschäftsführer von Thunersee Tourismus, am Norbert Schmid, ein Interview führen und hat ihn gefragt, wie er zu dieser Neueröffnung steht. Die Information, dass es jetzt bald wieder aufgeht, das habe ich jetzt im Moment nicht gewusst. Das nehme ich sehr freudig zur Kenntnis und wir werden natürlich in Absprache mit den Vertreterinnen und Vertretern aus der Hotellerie im Vorstand auf irgendeine Art und Weise sehr, sehr schnell mit dem Management vor Ort Kontakt aufnehmen, ins Gespräch suchen, um abgesehen davon jetzt etliche Prozesse zu definieren in der Abwicklung, in der Zusammenarbeit untereinander. Und das ist eine sehr positive Nachricht. Also jetzt hier mit dem Tourismus hier am Thunersee mit einem sehr hohen Anteil an Schweizer Gästen, mit einem qualitativ hochstehenden Individualtourismus mit entsprechenden Preissegment, hoffen wir natürlich, dass jetzt so ein Betrieb, der in neue Hände bekommt, eine ähnliche Ausrichtung wird haben. Und ich denke, da wird auch entscheidend sein, was für das Management vor Ort wird tätig sein und wie sie sich ausrichten. Und da warten wir sehr gespannt drauf. Wie sieht da die allgemeine Situation oder gibt es Trends bezüglich der Übernahme von ausländischen Investorinnen und Investoren? Das ist jetzt hier zumindest vom Thunersee nicht ein stark spürbarer Trend. Das ist jetzt halt einfach ein Vorgang, der stattfindet, wo wir ja keinen Einfluss haben, den wir zur Kenntnis nehmen, wo wir natürlich sehr stark interessiert sind, wie es da weitergeht.
Was ist echt entscheidend für die Region oder die Thunersee-Region? Was soll bei diesem Hotel passieren, dass das auch für die Region und für die Gäste erfolgreich bleibt? Ja, dass es natürlich in die Art von Tourismus passt, die hier betrieben wird, rundherum am Thunersee. Die allgemeine Situation sieht sehr gut aus. Wir haben gute Zahlen, also wenn man die Logiernächte anschaut, sind wir bis jetzt privat, die dieses Jahr gegenüber dem letzten Jahr sehr gut war, wieder im Plus. Die Logiernächte ist aber nicht die Zahl, finde ich. Wir sind jetzt gerade dran, abzuklären intern, dass wir aufgrund der Datenmenge, die wir haben, die Daten, die wir haben, dass wir dann in Zukunft die Kennzahlen kommunizieren. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer und durchschnittliche Bettbelegung, das sind dann auch sehr interessante Zahlen. Die Miriam Pfister arbeitet durch den Tag als Akkordmaurerin auf verschiedenen Baustellen. Am Abend posiert sie für die Online-Plattform OnlyFans. Wie das zusammenpasst, das hat der Ben Abeckle für uns herausgefunden. Ja, es war am Anfang speziell. Man ist halt immer anders behandelt worden. Ich war halt immer das Besondere, sozusagen. Und ich zuerst so ein bisschen beweisen, ein bisschen zeigen, was man zu mir auch normal tun kann. Ja. Man wird halt von allen angeschaut, alle, ja, schau, jetzt kommt die Frau und so. Und oh, was macht sie und kann sie echt? Und ja, man war einfach der Aussenseiter halt. Für mich war das auch klar von Anfang an, was das auch etwas Spezielles wird sein für die anderen und was ich halt muss schauen muss, wie ich das mache. Ja. Aber ich finde es mehr eine Herausforderung eigentlich. Es gibt aber immer noch Leute, die sagen, der Bau der ist eine Männerdomäne und die Frauen die werden dort vielleicht weniger geschätzt oder auch belächelt. Ich finde, was die Feministinnen eher so ein bisschen am Jammern sind, von mir aus gesehen, weil ich selber habe erlebt oder ich weiss, was so ist, wenn du das Gleiche kannst wie ein Mann, wenn du das Gleiche leistest, dann bekommst du auch das Gleiche. Also mir könnte jetzt niemand erzählen, dass eine Frau weniger bekommt, nur weil sie eine Frau ist. Dann liegt es wahrscheinlich daran, was sie weniger kann als ein Mann, würde ich jetzt behaupten. Noch zu deinem Job als Akkordmaurer, das ist ja körperlich auch sehr streng. Wie lange macht man das? Ja, bis man nicht mehr macht. Bis alles wehtut oder bis man keine Lust mehr hat. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Mir hat es von Anfang an sehr gefallen. Es ist mir nie verleidet. Es ist ja, wie ein Hobby geworden. Jetzt übergebe ich noch das Wort an Matthias Mast in unser Studio. Er erzählt euch, wer sein heutiger Gast in der Talksendung «Zusammen im Zentrum» ist. Es ist eine Seltenheit, dass ein Schweizer Wissenschaftler von einer der besten Universitäten der Welt ausgezeichnet wird. Einer davon ist heute mein Gast, Daniel Buser. Für heute war es das wieder vom Panorama. Mehr Informationen findet ihr auf www.plattformj.ch oder in unserer App. Jetzt erzähle ich noch Kolleginnen und Kollegen von Meteo News, ob das Wetter in den nächsten Tagen auch noch so schön bleibt. Von mir war es das. Ich wünsche einen schönen Abend. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Schön schauen Sie das Wetterupdate auf der Plattform J, meine Damen und Herren, am 29. Oktober. Auch heute haben wir im Flachland teilweise wieder Nebel gehabt, sonst war es aber ein goldiger Oktobertag. Einmal mehr perfekt zum einen Ausflug in die Berge machen. Und in den nächsten Tagen wird sich daran nicht viel ändern. Wir haben ein umfangreiches und kräftiges Hochdruckgebiet, das wetterbestimmend bleibt. Und darum, wie gesagt, ähnliche Wetterverhältnisse, wie wir es schon kennen. Morgen am Mittwoch unterhalb von 900 bis 1000 Meter verbreitet Nebel oder tiefer Hochnebel, sonst aber in der Höhe wunderbar sonnig. Und das wird am Nachmittag im gleichen Stil weitergehen. Der tiefe Hochnebel, den wir haben, wird sich nur teilweise auflockern. Sonst aber, wie gesagt, viel Sonne in den Bergen und nach Nebelauflösung. Temperaturen im Nebel nicht mehr als etwa 11 oder 12 Grad. Dort, wo die Sonne durchkommt, ist es ein bisschen milder und vor allem in der Höhe
ist es für die Jahreszeit sehr mild. Perfektes Wetter in den Bergen, um ein bisschen zu wandern. In den nächsten Tagen haben wir dann verbreitet Nebel und Hochnebel in den tiefen Lagen, Sonne in den Bergen und die Temperaturen bleiben bei rund 10 bis 13 Grad. Sehr mild ist es gerade noch Ende Woche in den Bergen. Das war vom Wetterupdate. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Dienstagabend.